Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich frag dich, ob wir Karten spielen. Triff mich unterm Stammtisch, wenn ich wieder Land bin. Und ich versprich, ich sauf zu früh. Und damit habe Diri. Servus. Grüß euch zu einer neuen Folge von Unterm Stammtisch. Ich bin der Tom. Bin der Kevin. Und wir begrüßen euch wieder einmal um 15 Uhr am Mittwoch. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich bin ein bisschen besoffen und Kevin, du hast da ein abstehendes Barthaar. Ah! Oh, you very welcome, ja, mein Freund. Muss mich entschuldigen, kurze Frage. ein bisschen besoffen. Ich wollte gerade fragen, sind Sie etwa betrunken? Nein, also Kevin, das sind Unterstellungen, das sind journalistische Tricks, die werde ich zurückstellen. Was trinken wir heute? Ich trinke ein Despo. Was ist Tatsächlich. Despo? Das sage ich nicht. Ich trinke einen Zipfer, weil wir waren gerade tatsächlich in Österreich und zum Meer in Kürze. Ja, Ah, mein Kevin, was hast du die Woche so sauer gemacht? der Verkehr am Tegernsee. Verkehren? Gelegt mir am Arsch. Der ist so hingeschissen, ich schwör's dir. Aber warum? Ich wollte, hört sich sehr Rich Kid-mäßig an, aber ich wollte zur Fischerei fahren, Austern holen. Genau. Ich habe von Rottach bin ich losgefahren, von der Arbeit so quasi. Ja. Und normalerweise brauchst du irgendwie 10 Minuten oder sowas, vielleicht oder 15 Minuten, wenn es gut hinkommt. Ich habe 40 bis 45 Minuten gebraucht. Okay, das ist crazy. Wegen dem Scheißverkehr. Ich lache da jetzt drüber, weil ich fahrunfähig bin, aber ja. Ja. Das war echt Riesenrotz. Ja, aber sorry, aber Tegernsee ist doch so eine Hurenscheiße. Also das ist abartig. Entschuldigung, Tegernsee wirklich der schönste Ort, den du in der Umgebung findest, in der näheren Umgebung. Klar, wenn du jetzt nach Innsbruck fährst, findest du was viel Schöneres. Aber tatsächlich einer der schönsten Orte, an denen du sein kannst. Es ist tatsächlich leider so, aber es ist halt leider so touristenüberlaufen, dass du da manchmal als Einheimischer, und du bist ja Einheimischer, klar, ich bin jetzt Auswärtiger an sich von Dates, aber dass du dir als Eingeborener manchmal denkst du wirklich, was soll denn die Scheiße? Ja, das stimmt. Da können einen Haufen Preise. Die können nicht ganz Radl fahren, die können nicht Auto fahren, die können nicht E-Scooter fahren, Kennen gar nichts. Die schauen einfach nur die ganze Zeit zu. 100% der verfickten Zeit schauen die einfach nur, wie als hätten es Trisomie 21 und gaffen die an. Richtig. Es ist beeindruckend, egal ob du einen Porsche oder einen Suzuki fährst, die schauen die an Und denken sich, oh, ein Fußvolk. oh, wie bitte, warum fährt er denn 51 in einer 50er-Zone? Scheiße. Das sehe ich ja von 500 Meter, dass der zu schnell ist. Aber echt, da fahre ich lieber 40. Fix, wenn der Mike mich nochmal Belästigt? belästigt während diesem Podcast. Mike, schau da gerne an dir raus. Ich liebe dich. Bist einer der geilsten Typen, die ich kenne. Ein sehr guter Gitarrist und ein sehr guter Mensch. Aber wenn du mir nur einmal schreibst während einem Podcast, dann ticke ich komplett aus. Du musst, ganz kurz, kannst du das Bierchen bitte anmachen? Das wäre super schön. Oh ja, jetzt schaut es doch besser aus. Das Bierchen leuchtet. Ja, was hat die so genervt? Mir ist tatsächlich... Okay, es ist keine Sache, die mir jetzt an sich richtig genervt hat, aber die einzige Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar, ich war ja am Wochenende mit Los Brutales unterwegs und habe mit Michi im Bett mit dem Ketchup im Bett geschlafen die ganze Zeit. Natürlich Doppelbetten hier so ein bisschen romantic action so. Und eine Sache, die mir einfach brutal, oder was heißt, die mich nervlich zurichtet, aber auf einem lustigen Sinne, das sind die Fürze. Ich verstehe. Also wenn wir halt saufen waren oder sowas, dann kennst du es bestimmt. Man furzt halt ein bisschen mehr da. Ein bisschen, ja. Macht halt ein bisschen. Das ist meistens richtig ekelhaft. Ja, also stinkend. richtig widerlich. Ja. Und du weißt nicht zu 50%, ob was Feuchtes mitkommt oder nicht. Ja. Und am Samstag waren wir halt ein bisschen zu früh am Hotel, haben uns halt noch aufs Hotel gechillt und im Zimmer noch ein bisschen gechillt, bevor wir zum Soundcheck kommen müssen. Und dann liegen wir halt im Bett, der Michi probiert ein bisschen Augenruhe zu betreiben, quasi. Und dann liegt er bei mir im Bett, ich schaue rüber, ja, Michi pennt, Maul offen, Augen zu und macht halt so. Ja. Dann furzt er. Und da schreckt sie vor seinem eigenen Furz, wacht auf. Also natürlich, am Ende des Tages war das wahrscheinlich alles gespult. Ja. Das hat so geisteskrank dumm ausgeschaut. Das glaube ich. Der Typ lag neben dir. Ja.
ist die Draht so, hier seitlich, und du schaust drüber und in dem Moment macht er wirklich. Gott. Das war so. Ja, mei. Das war so. Shit happens. Ich aber Shit war nicht dabei, sonst war aufs Klo gegangen. Aber Vielleicht. übrigens, das Poster da habe ich jetzt mal geklaut, habe ich gefunden. Möchtest du das mal kurz auf die Eckbank hinter dir stellen und schauen, wie wir probieren jetzt einmal was, ob das da hinten theoretisch reinpassen darf. Einfach nur hinten an die Eckbank anladen. Halt, schau hinter dir. Passt doch. Einmal so. So halt ist. Angebracht. Ist tatsächlich sogar beleuchtet. Ich weiß jetzt nicht, ob das cool ausschaut, aber wir lassen es jetzt mal für den Podcast durch. Einfach nur als Versuchskaninchen. Das Kabel muss ich noch finden. Aber das werde ich schon finden. Ja. Wenn es cool ausschaut im Podcast, dann können wir so hängen lassen. Echt so. Und für die Leute, die uns nur vom Podcast kennen, hey, wir sind Tomja und wir machen eine Musi. Was euch das bringt? Erstens, ihr tabackt mindestens 4 halbe Meere. Zweitens, ihr könnt mindestens eine Schachtel Kippen mehr rauchen. Und drittens, eure Freunde werden euch sehr viel cooler finden. Also, geht's auf Spotify und hört euch unser Mucke an. Ist nämlich so geil. Genau, also es hat mich nicht aufgeregt in einem negativen Sinne, sondern es hat mich einfach nur aufgeregt, was so verdammt lustig ist. Und weil ich weiß, dass es einfach nur zu 100% mit Absicht gemacht wird, um ein Lachen zu erzeugen. Ja. Wir sind nach 5 Minuten in diesem Bett geflaggt und haben uns tot gelacht. Das glaube ich. Das war mir sehr wichtig. Ich verstehe. Ja. Ich werde mal anfangen mit dem, was letzte Woche passiert ist. Bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen. Macht es. Ich war wieder Freitag bis Sonntag unterwegs mit Los Brutalos. Am Freitag mit einem coolen Auftritt. War schön, war cool. Ein bisschen mit den Likes surfen. Und da haben wir das erste Mal unsere Alkoholtester ausprobiert. Unser Nein für 400 €. Dann Polizei. Alkoholtester haben wir uns jetzt geholt, oder haben sie die Jungs geholt, weil sie halt einfach gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr zum Fahren, ohne dass sie wissen, dass sie fahren dürfen. Verständlich. Und, ich hatte ja auch mal einen. Das war schon wild. Wo ist der? Irgendwo. Ich weiß es nicht. Du musst ihn wieder finden. Ja. Das war wichtig. Das stimmt. Weil der hat mir bei unserem Auftritt 1,3 Promille gesagt. Auf jeden Fall haben wir halt da die ganze Zeit rum, haben Alkohol getestet. Der Kidrap ist mit 1,8 Promille ins Bett gegangen. Schick. Und alle anderen waren unter 1. Das war beeindruckend. Ja. Und am nächsten Tag war halt lustige Scheiße. Nein. Kurz im Hotel pennt, dann einen Auftritt hinterher gefahren. Die beste Coverband meines Lebens gesehen. Also wirklich ohne Scheiß. Wenn ich mir nicht täusche, Caveland, was denn die? Das war eine Band, wo ich wirklich davor gestanden bin und mir einig war mit dem Oid O und gesagt habe, das ist Weltklasse. Das ist wirklich weg. Sowohl der Sänger als auch die Sängerin, als auch alle, die instrumental begleitet haben. Crazy. Ich konnte es nicht anders beschreiben. Crazy. Ich bin vor der Bühne gestanden, ich war baff. Die haben angefangen zum Spielen und da sind wir rein und dann haben es, während wir rein sind, einen Song von Mumford & Sons gespielt. Und wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht, was für ein Song es war, ich glaube White Blank Page. Es war fantastisch. Es war einfach nur Gänsehaut. Es war wirklich Gänsehaut. Das war so genial. Dann hat Los Brutalos gespielt, waren halt mittelmäßig und dann haben die wieder gespielt, waren halt geil. Das war sau geil. Dann haben wir noch ein bisschen gesoffen und dann haben wir uns auch verpisst und am Sonntag schön 5 Stunden von Franken heimgefahren, ein bisschen was bei Mackie gefressen. So wie es sich gehört, quasi. So wie es gehört. Ja. Es war toll. War wirklich, war schön. Glaube ich. Ich habe gedacht, ich habe mehr zum Verzeihen, deswegen habe ich so groß aufgepolstert. Ja. Der Aber ich glaube, wir können seinem eigenen Furz erschreckt. Ja, aber wir können, glaube ich, jetzt mehr erzählen, was wir denn heute alles so gemacht haben, oder? Ja, du musst starten. Ich kann gar nichts erzählen. Ich bin so durch. Okay. Ich bin wirklich ohne Scheiß für die Leute, die es interessiert. Ja? Gib mir mal heute die Ohren zu. Ich bin so zu. Ich bin geisteskrank zu. Wirklich. Also. Ich hab dich Ladies and Gentlemen, ich hab gesoffen. Und ich habe jetzt nicht nur so 2 Bier getrunken, sondern ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 8 Bier. 8 Bier in Tuss? Stabil. Hast die, warte, bezählen nochmal auch. Die 2 am Tegernsee. 2 am Tegernsee, 3 im Auto. Ja. Und 3. Das ist mein 8. Bier. Stabil. Ist schick. Okay, und damit starten wir. Es hat mir Kevin hat mir abgefällt. Vormittag hat mir ein gewisser Thomas geschrieben,
ey, hast nicht Bock, was zu machen? Ich habe heute frei. Oder Ich habe geschrieben, du Bock hast, was zu machen. Ich habe einfach nur geschrieben, so, wir können ja heute am Abend was machen. Ach so, ich muss ja, in der Wohnung was erledigen, was ich übrigens nicht geschafft habe. Schön. So schaut's ja aus. Was ich übrigens nicht geschafft habe. Und dann habe ich geschrieben, ich habe heute frei. Und der Kevin so, ach so, ja passt, ich komm vorbei. Ja. Dann hat er gesagt, er kommt vorbei. Dann hat er gesagt, Thomas, geh duschen, komm raus. Ja. Wir fahren jetzt nach Dates. Wir müssen noch kurz Paket abgeben. Und dann haben wir gesagt, boah, irgendwie wäre es witzig, wenn wir Tegernsee fahren und einfach ein Boot ausleihen. Was haben wir gemacht? Wir sind zum Tegernsee gefahren und haben uns ein Boot ausgeliehen für eine Stunde. Sind da rumgejuckelt, haben ein bisschen Promo noch gemacht auf dem Boot. Wir haben was für Promo gemacht? Wir haben so 2, 3 Videos gemacht, reicht ja. Die Aussage klingt so, als dann mir so, ja, hätten wir 500 Videos gemacht, damit wir das Boot von der Steuer absetzen können. Und wir haben 2 Videos gemacht und lässt, also ich hab gesoffen, du bist da und du hast dann Spaß draus gemacht. Richtig. Ja, so war's. Und dann haben wir noch 2 Wegbierchen bekommen, tatsächlich, also der Thomas. Und sind dann, dachte mir, ja, irgendwie kann es ja nicht vorbei sein. Sind wir noch zu McDonald's gefahren, weil ich scheiße Hunger hatte. Und dann haben wir gesagt, ey, fahren wir zurück über den Süvi. Ja. Sind wir losgefahren und dann haben wir die österreichische Grenze erreicht. Ja, wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Richtung Wir Süvi sind- abbogen. Richtig. Und dann, ungelogen, 2 Sekunden danach, wo wir abgebogen sind, irgendwie wäre es schon witzig, wenn wir nach Innsbruck fahren. Umgedreht und nach Innsbruck gefahren. Umdraht an der Grenze kurz angehalten, dann nochmal 2 Dosen Bier gekauft, Ja. 2 Zipfer, übrigens habe ich nochmal Zipfer, weil wir haben nochmal nachgekauft, weil die Sucht nicht gestillt wurde. Dann weitergefahren zur nächsten Tankstelle, weil wir ja Pickel kaufen müssen. Ja. Dann kommt der Kevin raus, hab kein Pickel gekriegt, aber da hast du gescheite Bier. Ja. Und hab mal Augustiner Hand gedrückt. Muss so. Dann sind wir weitergefahren zur nächsten Tanke und da ist Pickel geholt, sind dann über den Aachensee runtergefahren, Autobahn, Ja. ich hab das Bier vernichtet, Mit geiler Mucke. dann habe ich schon wieder brutal pissen müssen. Ja. Da sind wir in irgendeinen Dönerladen rein. Da war ich dann beim Pissen. Der Kevin hat das Sixpack. Das hier. Sixpack, da Ja. sind nur 3 Bier drin. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe nämlich nicht gelungen, wie viel Bier drin gab. Hat nochmal Sixpack Bier gekauft für fucking 22 Euro. Das ist hart. Das, also ein Sixpack. Das- Wow, das kostet ist- der Kasten. Ein Kasten kostet Ich glaube, der hätte mir echt 1 kaufen müssen und dann beim Lidl oder so, oder Aldi, was da ist, Hofer, Entschuldigung. Nee, gut, aber im Nachhinein ist es nochmal schlauer. Ja, das stimmt. Was Trauriges, aber Ja. weil wir hätten es Mei. einfach. Du hättest einfach den Preis anschauen können und Das sagen, ja, stimmt. innen nur eins. Na, und dann haben wir gesagt, gehen wir noch kurz in diesen Asialaden, Oh, wo wir ja. direkt davor geparkt haben. Da haben wir noch ein bisschen was gekauft. Sind dann Richtung Casino gestolpert, also nicht reingegangen, wir haben nur Fotos gemacht. Und sind dann noch, direkt im Casino ist ja so ein Stripclub. Und da haben wir ja mit Michel, haben wir da ja, Eine sehr gute Geschichte erlebt, die wir Richtig. mal so im Podcast erzählt haben. ich glaube nicht. Aber für die Leute, Das ist auch so grob mal, aber ja, für die Leute, die jetzt zuhören und sowas und die Geschichte erzählt bekommen wollen, die sollen mal unten in die Kommentare schreiben und Echt erzählen so. das vielleicht im nächsten Podcast, weil ich weiß nicht, ob mir die Geschichte was erzählt haben. Wir haben schon so viele Podcasts gemacht. Das haben wir gewiss und nicht erzählt. ja, auf jeden Fall haben wir da ein Bild gemacht, dass wir jetzt seine Ische abholen. Und sind dann eigentlich wieder zurück zum Auto und sind gefahren. Ja. Wieder heimwärts. Ja. Ja. War Wir sind dann witzig. über Mittenwald gefahren, beziehungsweise über Garmisch. Ja. Dann sind wir noch rumtigert. Die Leute, die haben alle so black geschaut und ich weiß nicht warum. Ich bin Das zwar war die ganze echt Zeit so drin, erstaunlich. guckt so. Bierchen. Das stimmt. Und wir haben jetzt nicht irgendwie auffällig irgendwie Gas gegeben oder sonst irgendwas. Komplett normal gefahren und haben uns einfach dumm angeschaut. Ja. Aber Wie, was, so mäßig, wie, was setzen die für welche? Nee. angenehm, Ja. gell? Ja. Das ist so, oh, das ist das Erste, was ich sehe. Seid ihr hässlich. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein verfickter Karpfen. Wie so hässlicher, widerlicher Karpfen, der schon 3 Jahre in dem gleichen scheiß Ja, wie so ein Teig lebt. Blubfisch. Der 3 Jahre in dem gleichen Teich lebt, der schon voll mit Algen ist oder sowas. Und so hat der hergeschaut, so, Ich finde eher wie so ein Blubfisch. ja, aber Blubfische sind ja im Wasser nicht so hässlich wie an Land. Doch. Na, Doch. Die sind einfach nur den Tiefseedruck gewohnt. Die sind Nein. urschäß. Du sagst mir jetzt wahrscheinlich das Bild von dem Blobfisch, der am Strand draußen liegt. Und ich sag gerade, die sind im Wasser nicht so hässlich, wie wenn sie am Strand draußen liegen. Baller. Okay. Ich nehme Das sind sie draußen. Ja, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Die haben 1:1 so geschaut. Ja. Die sind einfach arschhässlich, die Dinge. Wow. Ja, das ist echt erstaunlich.
Kevin, es tut mir sehr leid, dass ich dich angezweifelt habe. Das ist wirklich, die sind extrem hässlich. Ja, und ich finde, genauso haben sie geschaut. Nein. Das ist, also, wow, ja, die haben exakt geschaut wie ein Blobfisch unter Wasser. Ja. Wirklich, genau so. Ja, 1:1. Und immer dieses hässliche Preisenkrise, das ist geisteskrank. Weil, ihr müsst euch vorstellen, Bayern können auch brutale Spießer und Sturköpfe sein, natürlich. Aber Bayern sind ab dem Punkt, wo sie ein Bier getrunken haben, die geilsten Menschen der Welt. Genau wie die Österreicher. Ja. Aber wenn sie kein Bier trinken, Sonst richtige Wichse. auch nicht. Sind einfach nur okay. Aber Preisen sind egal in welchem Scheiß-Szenario eifersüchtig. Die sind einfach nur eifersüchtig, dass die Radlertrinker. Egal. Es sind die Radlertrinker. Ja, auch. Aber die Preisen sind egal. Oder saures Radler. Egal wie viel Bier sie trinken, sind es einfach nur Preisen. Ja. Egal wie besoffen die sind. Die sind einfach neidisch auf die, weil Bayern so viel cooler sind als Preisen. Das stimmt. Das stimmt. Die sind halt immer eifersüchtig drauf und ich meine, wer von euch scheiß Preisen ist an einem Montag, Nachmittag, Montagmittag zum Boot fahren und Tegernsee großen und dann nach Innsbruck fahren, einfach nur, weil er Bock drauf gehabt hat. Und das möchte ich jetzt nicht sagen, damit wir irgendwie prahlen können, weil wir Kohle oder sowas haben, weil wir haben keine Kohle. Na. Ihr seht ja, wir haben schon Luft, wir verdienen nichts. Aber Leider wahr. Aber wir haben uns einfach gesagt, hey, wir sind jetzt richtig gut drauf und wir haben da jetzt Bock drauf. Ich bin neben Kevin geguckt, habe mir eine halbe nach der anderen einverleibt. Und der Kevin ist neben mir geguckt, hat einen Banger nach dem anderen aufgelegt. Muss so. Und das war jetzt einfach geil. Und das war Das stimmt. Es war wirklich wichtig. Ich Ja, habe endlich war mal geil. wieder einen Tag mit meinem Bibi verbringen dürfen. Ja, der Snap hat ja auch was bewiesen, gell? Ja, das Snap hat aber nur was für unsere Freunde bewiesen, aber nichts. Richtig. Kamera. Ja, mei. Das ist also Passiert. jetzt, Vielleicht kann man es ja noch halt in der Story posten oder so. klar. Ja, na, Na, schön. geil. Schön Das war's. war- Das das war war echt unser witzig. Einfach nur dumm und Ja, dumm spontan. Und ziemlich weit weg von. Wurscht Jetzt gehen wir ist. zu unserem Dienstag. Na, Schmarrn. Mei. Nein, am Dienstag waren wir in der Karibik. Nicht? Du, ich war nicht in der Karibik. Doch, wir waren in der Karibik. Du warst doch dabei. Wir waren nicht in der Karibik. Woher kommt diese Narbe? Ha? Die hat ein kleiner Afghanistan. Rochen. Die hat ein kleiner Rochen angeknabbert. In den Rochen. Lalalala. Ja. Und damit kommen wir auch schon zum Hauptthema, weil am Dienstag ist nämlich exakt gar nichts passiert. Ja. Haben wir nur Korrekt. Podcast gemacht und gut geratscht und haben uns alle lieb quasi. Das Hauptthema ist spontan oder geplant. Boah, das kommt mir sehr bekannt vor. Haben wir das schon mal gehabt? So eine Art, ja, aber ich meinte, wir haben ja vorhin darüber im Auto geredet. Ich meinte so spontane Trips, nicht Urlaub, Trips. Nein, ich habe Trips aus. Also ich hab Maler, hast du Urlaub, spontan Ausflug oder und geplant? ein Date. Ja, Urlaub ist ja Okay. Mei. Wir machen es jetzt einfach trotzdem. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gehabt haben. Wenn wir es schon mal gehabt haben, dann schreibt es uns in also die cool zum Kommentare Urlaub, und irgendwie steinigt uns. Gardasee oder sowas oder Ja. sonst irgendwas. Also, spontan oder geplant? Ja. Thema 1, Urlaub. Bin ich geplant? ja. Bin ich sehr Also viel lieber es- geplant? Einfach wenn man sowas sagt, wie Scheiß. www. Ja, Entschuldigung. Ich hätte gern eine Flunderflaue. Was? Thomas, du bist betrunken. Aber hey, halt bin ich betrunken und beleidigt dich nicht die ganze Zeit. Noch nicht. Na, warum soll ich dich beleidigen, Kevin? Du bist mein Schatzi. Wegen meinen Hängebrüsten. Die hängen schon mit bis zum Bauchnabel. Das bestand nicht ganz mehr. andere Dinge, die ich beleidigen kann. Und die Hängebrüste waren das 10., was mir einfällt. Ja, Hilfe. okay. Urlaub, geplant. Absolut. Ja. Weil sowas wie Kroatien zum Beispiel oder sowas hätte es spontan wahrscheinlich nicht hinkauen. Besonders mit der Butze, die wir gehabt haben. Das Einzige, was spontan wirklich hinkauen haben, muss ich wirklich sagen, War der Tisch. urlaubstechnisch ist, Ach so. ist Ungarn. Ja. Warst du ja leider nicht dabei. Oder das ist leider nicht. Passiert. Wahrscheinlich besser nicht. Aber es gibt noch einen anderen spontanen Trip, wo ich dabei war. Innsbruck. Der war schon spontan. Wir haben Ja, 2 ja, oder das stimmt, 3 der Tage war davor das so Hotel davor. gebucht. Und dann sind wir runtergejuckelt. Einfach so. Aber wir haben halt einfach an niemanden gefragt, gell? Ja. Wir sind einfach nur zu dritt runtergecruised. Richtig. Der arme Michel.
Das wird dem nie wieder passieren, gell? Der will nie wieder mit. Na, gell, der wird einfach nie wieder eingeladen. Nächstes Mal ist der Nico dran. Ja, das ist so. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der Kevin und ich und Annabelle tatsächlich auch. Ja. Wir sind so die Mitte von dem Freundeskreis. Ja. Und wenn wir halt auch schaffen, passiert's. Wow. Ein kompletter Spaß, dieser Freundeskreis ist ergeben und nehmen, das ist immer ausgeglichen. Wow. Autsch, diese Aussage, ich hab gerade ernsthaft Kopf. Ja. Ich hab gerade ernsthaft Kopf. Ja, passiert, gell? Wow. Ja, ist immer geben und nehmen, aber manchmal finden sie halt diese Gruppen intern vom Freundeskreis, weil, keine Ahnung, irgendwie so der Engler oder der Simon oder was weiß ich, die müssen nicht arbeiten. Und manchmal kommen halt die arbeitslosen Wichser zusammen und sagen halt, hey, machen wir spontan Trip, auf geht's, ab nach fucking Innsbruck. Ja, ab und nach dann Prag. sagen wir uns 2 Tage komplett zu. Ja, nach Prag müssen wir das ja auch noch. Ja. Die Tüten stehen noch oben. Ja. Wird Zeit. Was Gut. Was wir halt geschafft haben. Was? Ich habe bis heute einen Brief von meiner Ex da oben am Fenster stehen gehabt. Ja. Den habe ich halt gesehen. Das war das erste Mal, dass ich den gesehen habe und backt habe, zerrissen habe und weggeschmissen habe. Schön. Ja. Das ist top. Bis heute irgendwie noch da gestanden. Und ich weiß, also ehrlich gesagt kann ich mir nicht erklären, warum, aber ich habe es bis heute nicht. Einfach vergessen. Nein, ich habe ihn schon jeden Tag Ach so. gesehen. Aber ich habe mich jeden Tag dagegen entschieden. Also ich weiß nicht, ob es Faulheit war. Kann auch Ich sein. bin mir sehr sicher, dass es Faulheit war. Ja. Aber ist weg. Und damit das letzte Sehr schön. Stück. Und jetzt muss ich wirklich sagen, Passt. bin ich sehr viel unzufriedener als davor. Shit happens. Ja. Na. Passiert. Genau. Als nächster Punkt wäre spontan oder geplant Ausflug. Ausflüge. Ich habe Ausflug geschrieben. Ja, ich weiß, ich habe trotzdem mehr zu, weil es mit Sicherheit mehr geben wird als einer. Also wenn man das von heute Spontan. betrachtet, spontan. Sowas von spontan. Absolut. Und da passiert die Das war geilste so Scheiße geil. überhaupt. Und das ist einfach scheiße Vor allem die witzig. Aussage von Kevin war, wo wir in Innsbruck waren, so, Ja. fuck, waren wir heute Mittag gefahren, Ja. waren wir nicht zum Boot fahren gegangen, hätten wir gar nicht fahren können. Echt so. Also, das ist eine Entfernung. Aber es ist so. Das ist eine Entfernung, wo du denkst, du bist eigentlich komplett Ich schaue jetzt mal schnell, wie schnell man hier zum Gardasee ja, 4 kommt. Stunden oder sowas. Das Aber war es ist trotzdem eine Aussage, wo man denkt so, ja, count me in. Ohne Scheiß. Da bin ich doch dabei. Wenn einer von meinen Spätzl auf diese spontane Idee kommt und sagt, hey, fahr mal Gardasee. Aber wenn es nur für einen Tag 4 Stunden, ja. 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 Ich hätte in der Früh aber wenn es gleich nur los für einen Tag müssen. ist, finde ich sau lustig. Finde ich geil. 8 Stunden Auto fahren, ja. Noch so 2-3 Stunden irgendwie unten gammeln. Ja, und bis um 8 wieder. Tag ist 8 Stunden. Also bestes aber ich schaffen, in 8 Stunden an natürlich. zurückzufahren. Sowas Was für eine von. Stunde Mittagspause und fertig ist. Hockst eine Stunde da unten, die restlichen 8 Stunden fast Auto. Echt so. Geil ist. Gehst kurz für eine Stunde einkaufen Ja, da der drüben. Beifahrer geht schnell saufen. Ja. Muss man nicht mehr rein theoretisch zum Gardasee, muss reicht ja Italien. Nein. Gardasee. Ja. Muss schon. Ja. Ja. Verstehst du? Hätten wir auch noch Ich brauch das Sizilien oder Podcast-Skript so. immer noch. Achso. Naja, nächstes Mal Amalfi küsst du halt spontan, aber. Ja. Na, aber sowas ist spontan so Ausflüge. Es ist einfach so witzig. geil. Es ist geil. Es ist so wie Innsbruck jetzt gerade. Das war so Und geil. das bleibt einfach im Kopf. Ja, wir waren halt nicht einmal eine halbe Stunde da unten. Ja. Also wir waren nicht einmal eine halbe Stunde in dieser scheiß Stadt, weil wir gedacht haben, wir müssen jetzt so Podcast machen. Aber wir haben uns gedacht, das ist sau lustig. Wir machen das jetzt. Wir fahren runter. Und wir bleiben da kurz. Schauen, was es gibt. Dann haben wir den Asiamarkt gehabt. Haben wir ein lustiges Video an Michel geschickt. Ja. Und das war's uns wert. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Gut, meine 8 Zipfer waren es mir auch wert, aber hey. Und ich habe tatsächlich in meiner Suzuki Japaner-Schüssel, wenn ich das von davor rumfahren wegrechne, Ja. ich glaube nicht einmal 10 oder 15 Euro waren das. Ja. Das ist schick. Das ist halt wild. Das ist halt nichts. Das ist halt wirklich Vielleicht nichts. dann also, wir müssen so lange Auto fahren. Das war jetzt nicht lang, das war eine Stunde hin ungefähr Ist so. und 1,5 Stunden zurück. Nicht einmal. Mein musst halt Vignetten kaufen, man kannst halt hier in der Mittenwald fahren und dann fährst du davor runter und dann bist du Ja. in Innsbruck. Fertig ist, scheiß drauf, muss kein scheiß Vignetten sein. Wenn das eine scheiß Ausrede ist, dann ändert euer Mindset. Voila. Gibt immer einen anderen Weg. Genau. Dann hast du Date hingeschrieben. Ja, spontan oder geplant Date. Muss Kommt ich immer tatsächlich darauf sagen. an, mit welcher Person. Ich finde beides ziemlich geil. Ja. Also wenn du jetzt mit der Person zusammen bist, Und spontan sagst du, hey, geh mal essen. ja, spontan, mehr geil, aber geplant auch geil. Also es ist, in dem Fall ist beides extrem geil, weil spontan sorgt dann einfach so, hey, du kannst spontan was auf die Füße stellen, du kannst schnell was auf die Beine stellen und kannst sagen, hey,
Gas geben. Und geplant sagt halt, wie viel Gedanken du jetzt da reinsetzt. Wenn du Das jetzt stimmt. sagst, okay, du bist der Typ und du planst ein Date, keine Ahnung, ich jetzt irgendwie picknicken, du legst da Blumen hin, du besorgst so kleine Snackboxen oder was auch immer. Schüsseln Ja. oder sowas, wo Marmelade Das drin ist, richtige besorgst ein Picknickkorb. Brot, ein paar Dips, ein bisschen Schinken oder Wurst oder sowas Ja. und machst das aus einer Picknickdecke an einem speziellen Ort oder sowas, wo du sagst, du bist gern mit ihr da. Das finde ich auch mega geil. Ja. Spontanität finde ich halt, wenn es in einer eingesessenen Beziehung ist, mega nice. Ja. Aber wenn es halt jetzt ganz am Anfang ist, nicht so. Wenn es ganz am Anfang ist, möchte er ja nur Mühe geben. Wenn es dann schon unter der Haube Ich finde, es kommt immer darauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Annabelle Körper besiedeln würde, komplett spontan, dann wäre das was ganz anderes. Auch am Anfang, sag ich mal. Ja. Weil das einfach geil ist, da drüben. Ja. Aber wenn ich jetzt mit ihr, keine Ahnung, blöd gesagt zum McDonalds düsen würde, spontan, ist es halt ein ganz anderes Feeling. Ist was ganz anderes, blöd gesagt. Oder zu irgendeinem Italiener oder Griechen, was auch immer. Ja. Aber wenn ich dahin spontan fahren würde, bester Hit. Knackung. Genau, komm, Bruder. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von Boris Brands. Also wenn ihr Video, Kreativmarketing oder eine Webseiten braucht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und lasst ihnen eine nette Nachricht da. Und sagt liebe Grüße von Tom Ciao, gell? Ja? Nur weil ich das einmal gesagt habe. Vielen Dank geht raus an die Pries. Und jetzt, bevor ich euch ganz verliere, viel Spaß mit der Folge. Die 9. Das ist die 9. Schee. Ja, wie gesagt, also bei Dates und sowas ist sowohl als auch gut, weil du ja bei beiden Events, sag ich jetzt einmal, und einfach zeigst, dass du dich für die Person interessierst und dass die Person dir wichtig ist. Und ich finde beides geil. Ja. Wenn du jetzt sagst spontan, auch wenn du bloß sagst, hey, fahren wir spontan an den See, ich habe ein paar Sachen zusammenbackelt, fahren wir hin. Oder halt geplant sagst, hey, ich habe da reserviert, Ja. gehen wir da hin, da bauen wir uns einen schönen Abend nur in der Bar oder sowas. Das stimmt. Finde ich ziemlich cool. Und es kommt ja immer darauf, was für Type of Person der Gegenüber ist, finde ich. Weil wenn das jetzt ein Mensch ist, der sagt, ich möchte nur planen oder ich möchte nur spontan. Also wenn ich jetzt sagen Ja, würde zu Annabelle zum Beispiel, wir fahren am Freitag zum Gardasee, kommen am Sonntag zurück, sie wäre dabei. Ja, das ist safe. Aber das ist ja das Coole. Ja. Wo ich auch sagen, dass ich sage, einmal, keine Ahnung, ein Wochenende nach fucking Berlin oder sowas fahren, wo einfach, also keine Stadt, wo ich jemals in meinem perfekten Leben leben wollen würde, weil Ich es auch ist nicht. eine Höllenstadt. Aber eine Stadt, die man sich auf jeden Fall mal über Wochenende anschauen kann. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ja. Ich kenne eine Person, die unsere Podcasts anschaut, dessen erste Frage war, rülpst sie immer so viel? Ja. Und ich möchte diese Frage kurz beantworten. Ja, Ja. besonders der Kevin. Ja. Ich werde keinen Namen nennen. Einfach nur, Die Person weiß Bescheid. die Person weiß Bescheid. Ja. Liebe Grüße. Von mir auch. Ja. Ich finde es trotzdem sehr lustig. So, nicht einmal die erste Frage, redet sie immer nur um Saufen oder seid ihr immer besoffen, wenn sie einen Podcast macht? So, na, Doch. rülpst ihr immer, wenn sie einen Podcast macht? So, ja, natürlich. Also, ich mein, Warum nicht? ja, aber es ist doch scheißegal, ob mir Alkohol saufen oder wir rülpsen immer ins Mikrofon. Einfach Ja. aus Prinzip. Aus Prinzip. Ich hab da geschrieben so, Ist so ein Signature-Move. es ist ein Signature-Move und der Ja. Kevin hat gesagt, er macht es einfach nur aus Prinzip. Deswegen mache ich es jetzt auch. Ja. Ja, deswegen Es ist einfach so. liebe Grüße, fühl dich gedrückt oder so. Keine Ahnung. Habe Ehre. Kevin, Ja. ich werde sagen, ich stelle dir eine Was wäre wenn Frage Bitte? und du stellst mir Dilemma-Frage. Aus. Nee, Freestyle. Okay. Freestyle. Hast du eine? Weil ich hab keine. Kriege ich schon hin. Okay. Kevin, was wäre, wenn du mit deinem Spätzl unterwegs bist und du bist Vater, Ja. aber der Spätzl sauft sie 10 Milliarden halbe Ja. neben die Ei? Dann ist es so. Na, okay, warte, ich muss es anders formulieren, weil Ja. ich würde das gerade geschert sein. Okay. Das darf ich jetzt nicht. Ich möchte nicht geschert sein. Okay. Die Zeit tickt. Ja, ich weiß, dass die Zeit. Ich bin nicht so spontan. Fick dich, Thomas. Was wäre, wenn der Spätzl die vor die Entscheidung stellt? Entweder du
bist der Fahrer mit 3 Spätzl in deinem Auto. Schön. Danke. Entweder du bist der Fahrer mit 3 Spätzln, du fährst uns fort, bist dann dabei, hast der Gaudi, wir saufen, bla bla bla, sind auf irgendeinem Festival, wir saufen uns komplett die Hölle voll. Und du bist aber Fahrer. Ja. Oder du hast die Entscheidung zwischen dem und dem anderen Szenario. Du huckst bei uns daheim, es gibt aber bloß pro Person 3 Bier. Ja. Aber wir kommen nach den 3 Bier kommen wir ja nirgendwo mehr hin, weil das ist ja über der Promillegrenze im legalen Straßenverkehr. Was wäre, wenn du dich zwischen diesen 2 Situationen entscheiden müsstest? Erste. Welche würdest du nehmen? Das Du darfst Erste. lieber Fahrer machen. Ja. Weil erstens da ja fetzen Gaudi, ist mir ja wurscht. Und bei uns ist in der Freundesgruppe die goldene Regel, wenn der Fahrer keinen Bock mehr hat, dann fahren wir. Ja, das hält man tatsächlich ziemlich gut ein. Ja. Und bis dahin sind meistens schon alle Leute rotzenvoll. Und sagen selber, boah, ich kann mir jetzt endlich fahren, ich hab Hunger, ich hab Bock auf McDonalds oder so. Gewicht, bitte. Ja. Ich speib mal gleich Allah. Genau so ist es. Ja. Genau. Dilemma-Frage, was ist denn da nochmal genau? Ich muss da nicht ausdenken. Naja, war mir schon klar, aber ich lese mir nur kurz ein bisschen das durch und dann weiß ich, was ich... Okay, Ich möchte ein moralisches Dilemma. kriegst du nicht. Es wird so oder so ein moralisches Dilemma. Ja. Okay, Die Uhr tickt. Psst, bist mal leise. Leg mir irgendwie auf, dass du das Kabel dort durchgeführt Ich weiß, mich auch. Da unten ist Und dann war ich zu faul, das nochmal Das ist abzustecken. völlig okay. Ja. Das ist, ohne Scheiß, ist völlig okay. Auf Nico war ich sauer, aber bei dir ist wirklich okay. Ich habe eine. Okay. Und zwar, du wirst mit Tom Joe bekannt, komplett. Ich weiß nicht, ob das passend zu Dilemma ist, aber Ja, ich stell's mir einfach so kannst du- vor, gell? Also mir ist das wurscht. Alles gut. Du bist mit Tom Joe, also nur du wirst mit Tom Joe bekannt. Ja. Der Rest nicht. Ja. Keiner, der, Nur ich. Nur Also du? und der Engler nicht. na, nur du. Okay. Und ich werde dann quasi raus und Engler auch raus Also ihr und wart alle raus aus dahinter auch raus. Ihr wart raus aus der Band. Oder So quasi. Oder ihr kommt einfach noch nicht mit. Oder wie? Es funktioniert aber nicht. Es geht nicht, weil Label sagt nein. unter anderem oder es passt halt einfach nicht, weil es einfach nicht passt, weil wir einfach zu kacke sind oder sonst irgendwas. Okay, Ja. okay, jetzt so. Würdest du das, also du bekommst dann alles, was du haben möchtest, was du jemals erreichen möchtest, haben auch noch Kontakt als normale Freunde und sowas. Du hattest erstens natürlich weniger Zeit. Ja, klar. Zweitens Aber ihr hättet nicht. Hätte könntest du uns auch nicht wieder mit reinnehmen in Tom Joe. Das heißt, das wäre einfach nur so ein Solo-Ding und du hast deine eigene Band dann so quasi, deine Live-Band. Ja. Ja. Hätte ich die Möglichkeit, euch das Leben zu ermöglichen, was ihr wollt? Nee. Okay. Also einfach nur da. Also ich verdiene einfach nur ein bisschen besser als ein Normalverdiener. Nee, du verdienst schon gut, aber das ist dann dein Geld. Ja, ja, Und- klar, aber hätte ich dann trotzdem die Entscheidungsmöglichkeit, dass ich euch was davon gebe. Du hast keine Zeit dafür. Okay, crazy. Ja. Lieber. Würdest du es tun? Oder würdest du eher den Weg nehmen, ey, ich bin nur mittelmäßig bekannt, also dass ich es nebenbei machen kann, aber nie Vollzeit, dass ich meine, keine Ahnung, 150 € im Monat damit verdiene? Blöd gesagt. Schön war's. Eben. Ja. Sind aber trotzdem alle da, Ja. aber wir trinken nicht mehr. Das sind ja beide Scheißoptionen. Was? Entscheide dich. Das sind ja beide Scheißoptionen. Das ist ein Dilemma. Das Dilemma Das ist ist scheiße. beides- Es gibt doch eine gute Option. Die gute ist, du hast Zeit für uns und wir sind mittelmäßig bekannt. Und wir saufen nix. Wo ist Kevin? Wir saufen weniger. Machen wir es so. Ja, besser ist es. Wir werden älter, deswegen müssen wir weniger saufen. Dann sage ich noch dazu, wir dürfen nur noch 5-mal im Jahr einen Vollrausch haben. Sonst sterben wir. Gut.
Das ist ein Dilemma. Das ist unmöglich. Nein, entscheide dich. Also, meine Entscheidung war in der Millisekunden fest, als du mir gesagt hast, so entweder oder. Meine Entscheidung liegt nämlich zu 100% darauf, ich darf dich alle zurücklassen. Das machen. War aber nicht klar, ja. Meine Entscheidung liegt zu 100% darauf, dass ich lieber unbekannt wäre. Ja. Oder mittelmäßig bekannt Ja, wäre. ich sag mal 150 Mit Euro im Monat Eich. für Tom Joe, von Tom Joe, Ja. wäre schon geil. Mir ist es 1 Milliarde Mal lieber, dass ich Menschen um mich herum habe, die keinen Fick drauf geben, wie bekannt ich wert bin oder Psycho und die einfach nur für die Person hinterm Tom Ja. ist quasi. Deswegen werde ich immer, egal wie viel wir saufen, egal wie wenig wir saufen, Auch wenn es wenn hart ich- ist. ja, auch wenn es hart ist, Ja. ich verzichte lieber auf den Alkohol, ich verzichte lieber auf den Alkohol, anstatt auf die Menschen, die mich zu dem gemacht haben, wo sie halt bin, und das seid sie alle miteinander. Das Kannst du sind das alle meine nochmal Spätzle. als Mexikaner sagen? Ich verzichte auf alles. Alles ich verzichte, ja? Auf Esel? Ich verzichte auf Esel, ich verzichte auf diese Eselmilch. Ich verzichte auf diesen Erfolg. Aber ich verzichte nicht auf die Menschen, die mich gemacht haben zu dem, was ich heute bin. Und ihr seid alle Menschen, die mich gemacht haben zu dem, was ich heute bin. Nice. Und das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Guter Switch. Ja, aber echt. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die in meinem Leben schon sind. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die eventuell in mein Leben kommen oder nicht Gleiche. kommen. Das weiß ich jetzt nicht, was in den nächsten 10 Jahren noch passiert an Menschen, die in mein Leben kommen. Man oder weiß kommen es wollen. nicht. Auf jeden Fall, ich bin 1000-mal lieber unbekannt bei den Menschen, die mich lieben, dessen Meinung ehrlich ist und dessen Meinung nicht geldorientiert ist, anstatt mit Menschen Und unter Erfolg. einem Hut zum Stecken, die ich zahlen muss. Ja. Weil wenn ich die ganze Zeit auf Konzerte bin und mein Manager zu mir sagt, du musst mit der Band besser klarkommen und ich zahle jeden einzelnen von diesen Wichsern mit meinem Namen, Ja. bin ich lieber mit einem Typen wie Michel, der keine Ahnung hat, was er als Roddy machen muss. Und sich trotzdem die Einem Hucke Nico, vollsäuft und nachsechsen kann wie ein einem Weltmeister. Nico, der keine Ahnung hat, was er als Kameramann machen muss. Einem Kevin, der mittelmäßig Ahnung hat, was er als DJ machen muss. Einer Annabelle, die einfach neben der Bühne steht und die ganze Zeit schreit, Tom Joe! Ja. Und mit einem Engler, der von mir aus einfach nicht auftaucht. Oder Aber- sich die Hucke wegsäuft. Oder sie einfach nur die Hucke folgen, weil es gerade das Alkohol gibt. Ich bin lieber mit euch oder mit denen Idioten Ja. unbekannt und habe aber Gaudi, als wir, dass ich einen Haufen Leid dafür bezahlen muss, Das für da dass ich eine sein. Show habe. Ja. Weil für mich geht eine Show nach Gefühl und nicht nach Profit. Jo. Wenn ich mich auf der Bühne wohlfühle, dann performe ich besser. Das ist geil. Wenn Ja. ich die ganze Bühne dafür zahle, dann fühle ich mich nicht besser. Aber es freut mich, dass du denkst, dass ich was erreichen kann. Das Dilemma denkt es. Ich denke es nicht. Na, ist schon witzig. Hat schon was. Ich finde es lustig, Ist geil. wenn ab und zu der Podcast ein bisschen deeper wird. Findest du das auch cool? Wir kannten natürlich einen Deep Talk Podcast machen, ja, Ja. weil der Kevin und ich Oder sind tatsächlich Deep Talk Profis. ich wäre ja sehr dafür, Ja. dass wir irgendwann mal am Wochenende, am Sonntag oder sowas, oder Samstag eher, Podcast aufnehmen, aber dafür dann einen doppelt- oder dreifachen Podcast, so quasi, so eine Sonderedition. Das habe ich hinausgeguckt. Und uns da Du musst aber währenddessen. Basketball wieder so viel zahlen. Jetzt warte. Wir können es ja auf 2 aufteilen. Part 1, Part 2, ist ja wurscht. Dass wir da dann uns einfach so dermaßen die Hucke vollsaufen, wo wir 2 Cuba Libre Mass saufen zum Beispiel oder sowas. Nein. Long Island Ice Tea. Long Island Ice Tea. Ja. Sowas. Weil ich glaube, das wäre schon echt mal wild. Und währenddessen irgendwie Saufspiele spielen. Aber ich finde, da müssen alle Leute hinter der Kamera hocken. Von uns. Ja. Weil Das kann man mit Sicherheit irgendwann mal organisieren, sind so halt- quasi, mit Sicherheit. Heute sind wir tatsächlich mal wieder allein. Ja. Weil wir tatsächlich einen Nico rausgeschmissen haben jetzt endlich. Weil er die ganze Zeit das Ja, Kamerastativ getreten hat. Der ist im. Der ist im Gulag. Nee. Den haben wir doch im Hundeding da Also eingesperrt. Hundezwinger. Ja. Ja, klar.
Und andere Der kriegt halt nur so, deswegen sind wir halt, 2 Karotten am ja, Tag deswegen sind wir halt wieder und ein zu Glas zweit. Wasser. Deswegen sind wir halt wieder zu zweit und sind ein bisschen deeper unterwegs. Aber können Weil der Nico sowas ist, hätte ich, aber hätte ich schon mal Bock. wir müssen kurz erklären, warum der Nico jetzt im Hundezwinger ist. Hundeswinger. Ja. Wow. Was ist der Nico Hundeswinger? Erzähl mir das mal, Kevin. Ja, er ist mit der Kamera einmal kurz verwackelt oder hat das Stativ einmal kurz angetappt Ja. beim letzten Podcast. Deswegen haben wir jetzt für uns entschieden, es ist schlauer, wenn er jetzt erstmal da drin hockt und halt für 2 Wochen jetzt nur Karotten frisst, 2 am Tag Wenn er heute mal und ein Glas Wasser. die richtige Spur gelingt. Ja, dass er mal ein bisschen eine Gehirnwäsche bekommt von uns. Genau. Ja. Und er darf auch nur 10 Minuten sein Handy haben, dass er kurz jedem schreiben kann, ey, ich lebe noch, ich bin noch da. Das war's dann. Und Danach kommt dass nur er noch die Teletubby. Dass er die Antwort empfangen kann, dass uns egal ist, Ja. dass er noch lebt. Also es wird geswitcht zwischen Teletubbies Ja. und dann kommt so eine Tierdoku, damit er weiß, wie der die Kameras ungefähr führen muss. Und danach kommen so Ideen oder so Tutorials mäßig für Dumme, Ja. wie man eine Kamera zu behandeln hat. Wo Ja. du gerade Tierdoku gesagt hast, habe ich gerade irgendwie an Werner Herzog denken müssen. Und ich habe keine Ahnung, wer von euch das weiß, wer Werner Herzog ist, aber das ist einer der geilsten Regisseure dieser Scheißwelt. Der Typ hat ein Interview gemacht, ist da geguckt und hat gesagt, und ich muss kurz zitieren, "The audacity of the stupidity of a chicken is incredible." Es ist ein deutscher Regisseur, der halt richtig, richtig krasse Filme gemacht hat. Manche gestellt, manche Dokumentarfilme und sowas. Richtig krasser Regisseur. Und der ist wirklich in diesem scheiß Interview geguckt, hat sich 20 Minuten darüber aufgeregt, wie dumm eigentlich Händel sind. Geil. So muss das. Schick. Ja, na, aber wie gesagt, jeder tausendmal lieber unerfolgreich sein, aber mal Späßel in der Hand haben, weil du wirst in deinem Leben niemals Menschen finden, die dich so krass unterstützen, wie die Menschen, die bleiben, wenn du nichts hast. Und ich glaube, jeden meiner Späßel kann ich dazu erzählen, ich werde zu 1 Milliarde %. Wenn ich in meinem Leben, keine Ahnung, was weiß ich, Euro-Jackpot gewinnen. Ja, das Oder einen Welthit lande, werde ich jeden meiner Freunde verpflegen. Oder verwöhnen, Entschuldigung. Ich werde jeden meiner Freunde verwöhnen. Jeder meiner Freunde wird das kriegen, was er sich immer gewünscht hat. Aber wenn du mir jetzt ein Pudel von einem Porsche 964 Turbo S sagst, ich weiß, dass du den willst. Du kriegst den auch irgendwann von mir. Jetzt warte mal ganz kurz, ich muss kurz Lotto checken. Ja. Falls das irgendwann in meiner Lebzeit passieren sollte, werde ich mich darum kümmern, dass meine Freunde wie Barone leben. Einfach nur, weil ich weiß, dass die das nicht wollen. Das hört sich scheiße dumm an, aber... Na, fuck. Ja, oder was heißt... Einfach nur, weil ich weiß, dass die das nicht erwarten. So würde ich es eher sagen. Ja. Weil meine Freundin nicht davon ausgeht, dass ich einer jemals in ihrem Leben irgendwas ausgeben kann. Dann nehme ich auch mit. Teil. Z4, M40 Euro, schön. Nochmal auf den Punkt. Entschuldigung! Einfach nur, weil meine Freunde da nicht davon ausgehen, dass ich einer jemals in ihrem Leben was so Großes spendieren kann, möchte ich das machen, weil das macht sie eben zu großartigen Freunden, weil die sind, egal ob ich das machen kann oder nicht machen kann, sind meine Spätzle, meine Freunde, meine Freundinnen, meine Bekannten, meine Eltern, meine Brüder, dessen Freundinnen, was weiß ich, sind alle da. Ja. Und sind immer da. Und allein aus diesem Grund haben die meiner Meinung nach von mir die Welt verdient. Ja, ist so. Und Kann ich jede genauso Möglichkeit, die sagen. ich habe, um denen das zum Zwang, werde ich nehmen und sagen, hey, So ist ich es. gönn's euch, weil ich gönn's wirklich jedem von Herzen, weil du bist ja auch ein sehr großer Teil davon, der sagt, hey, du nimmst jetzt das und ich gebe dir das Ja. und ich gebe dir das und so. Und irgendwann, schwör dir, bei allem, was mir heilig ist, Kommt was. kriegst du das 10-fache zurück. Geil. Das ist eine Investition. Wallah. Hier 1000% Rendite, Alter. Die investieren in Willibald, auch wenn er verreckt. Dann ist halt so. Ja, na. Aber mir ist das sehr wichtig, heute einmal zum Sagen, weil ich hoffe,
ich bin ein großer Prinzipmensch. Ja, ist so. Und aus meinem Prinzip hinaus geht, jeder, der mir Gutes tut, wird auch von mir Gutes erhalten. Solange ich es gewohnt. Klar, wenn es irgendwie nicht geht, dann ist halt blöd. Dann ist halt so. Dann ist halt scheiße. Ja. Also, wenn ich es kann, dann wird es passieren. Fertig aus. Ja. Und damit Das Gleiche. sage ich Servus. Danke fürs Vielen, Zuhören. vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Unterm Stammtisch. Wir werden dieses Wochenende noch mit der Anja Bavaria unterwegs sein, wahrscheinlich. Und am Samstag, wenn wir noch auf einem kleinen Geburtstag sein, da wird sie dann auch natürlich wieder eingeweiht. Und wird's alles Jo, natürlich. was wir erlebt haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche. Einen guten Rausch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder am Mittwoch um 15 Uhr. Natürlich. Und ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Und wir sehen uns. Danke. Servus. Alter, ich glaube es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt. Alter, ich glaube es gefällt mir, wer ich einfach nur für die brennt.